Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und jetzt haben wir das medizinische Dope für sie. Natürlich. Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Es wurde auch echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht krieg, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das sicher. Und erstmal hier Mitte im Haus sich ein Johnny gezündet. Okay. Ist gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storage gehen. Habt ihr verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt. Na also, Kuhn, hier ist Blitzfreak. Wunderarsch hat die Info von Claffy. Nicht schlecht, Neuer. Was habt ihr erfahren? Das U-Storage im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. Im U-Storage war ja klar. Okay, passt auf Classy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzfreak, 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 Ende. Sieh mal an, mein kleiner Held. Okay. Nur mal so unter uns, Kuhn ist schon irgendwie ein Arsch. Ja, durchaus. Kein Ding, Kumpel. Sehr schön. Haben wir mit Jimmy noch Kenns gemacht? Ich glaube noch nicht. Aber Jimmy mag ich auf jeden Fall, deswegen gibt es ja... Jimmy, sehr schön. Der folgt mir jetzt auch. Geht viral in den sozialen Medien. Ein Selfie mit meinem kleinen Homie. Okay, mit der auch noch. Wenn wir schon dabei sind, ne? Okay, da können wir nicht großartig viel von uns erwischen. So, Classy haben wir jetzt auch noch dabei. Danke, Player. Wir sehen uns auf Graham. Natürlich. So, wie schaut's jetzt draußen aus? Du hast uns gestern echt geholfen. Ich soll fragen, ob du bei noch einem Fall helfen kannst. Ich glaube, du kannst in dieser Stadt echt viel Gutes tun, aber halte dich an die Regeln. Okay, war das jetzt indirekt die Einladung zur Polizei? Ja, sprich mit Detective Harris. Operation Blinde Gerechtigkeit. Oh, hey, hallo du. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben. Okay, komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke. Okay, dann gehen wir dort hier. Spricht mit Mr. Mackey im Büro des Schulpsychologen. Na gut. Da gehen wir von dort aus auf jeden Fall erstmal zur Schule. Von Nutzen sein? Oh, zur Schule ist, glaube ich, sinnvoller. Und da haben wir dann nochmal hier Operation Blinde Gerechtigkeit. Das ist auch schon etwas mehr wert an Machtlevel. Okay. Ausgezeichnet. Morgan Freemans Sommersprossen sind die Quelle seiner Macht. Wir sehen uns. Okay. Warum auch nicht? Dann gehen wir jetzt erstmal wieder in die Schulreihe. Und schauen mal, was wir beim Mr. Mackey noch reißen können. Oh. Dein Arsch kann krasse Sachen. Mit dem Pausefurz kannst du die Zeit anhalten. Viel Spaß. Okay. Also bei sowas kann ich die Zeit Furz machen. Und kann dann dort mit was? Das ist jetzt die Frucht. Was bewirkt das dann? So, da kann ich jetzt unbeschadet durchgehen. Und jetzt? Ja, aber... Ah. Okay. Und jetzt kann ich über den drüber gehen, oder was? So. Kann du dann der Ausschalter drücken. Okay. Und jetzt hört's auf. So wird's gemacht. Aber ich hau nochmal drauf auf den Mistkerl. So. Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Okay. Aber... Ich mal, ob ich erst nochmal umgucke. Was kann ich für dich tun, Neuer? Na, das sagst du mir jetzt wohl, ne? Ich habe das Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Und also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir gründlicher helfen kann, dein Gender zu erkennen, okay?
Ist das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst? Die Musik. Wann immer es dir passt. Ach ja, männlich. Oh, okay, super. Also wie du weißt, bedeutet das, du bist cisgender. Okay, super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein? Okay. Also, wie würdest du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, sexuell anziehend findest? Hallo, das ist ein Kind. Junge Mädchen, weder noch aller. Desto besser. Machen wir mal aller. Oder? Weder noch? Dann können dann irgendwelche Transgender oder sowas rauskommen. Machen wir mal weder noch. Weder noch. Okay. Passt ja auch zum Kind. Damit, dass du dich von niemandem angezogen fühlst? Ja. Okay, also das nennt man asexuell. Okay, das bedeutet, dass du nie eine Beziehung führen oder lieben kannst. Aber ist okay. Asexuell Cisgender, Junge. Ja, komm, nimm mal A. Asexueller Schön, dass wir das Cisgender. besprochen haben, okay? Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Oh, bitte jetzt nochmal die Hillbillies. Bitte nochmal jetzt so richtige Rednecks, dann Typen wie dich mögen wir nicht besonders. Ach Gott. Oh Gott, ich habe so viel Hausarbeit. Aber nee, gerade was Kinder angeht, finde ich halt, Kinder fühlen sich halt weder zu Männern noch zu Frauen hingezogen. Die sind halt in erster Linie auch wirklich asexuell. Von daher, ne? Das ist ja nur das, was die Erwachsenen draus machen bei Kindern. Das ist ja gerade das Eklige an der Sache. Ah, da kommen wieder die Hillbillies. Sehr schön. Und auch noch asexuell. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Vor allem Ding. Besiege die Hinterwäldler. Die Musik ist so geil. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Okay, der Zeitfurz verwenden wir einmal. Und jetzt? Und? So eine geile Scheiße will ich öfter sehen. Ich will sie nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Keine Angst, ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft. Okay, gehen wir mal so drauf. Chica-Infekt! Wir sollten hier weg, bevor das Gesundheitsamt kommt. Achtung, dramatischer Kuh-Move. Ah, wir wechseln mal den Platz mit dem Typ. Und Eddie. Bringt der Kuhn sie zum Bluten, muss Moskito sich zum Essen sputen. Mach's in der Pause, Moskito. Ich arbeite hier. Ich bin wieder da, wieder. Nein! Oh Mann, nicht schon wieder. Hatscha. Ja, suboptimal. Oh Mann, Superhelden sind super. Ich verlasse mich auf dich. Fast ein Arsch. Aber ich finde es großartig, wie die so miteinander agieren hier, die ganze Kinder. Und die ganze Dialoge, ach, während dem Kampf ist so großartig. Wie Moskito und Kuhn beispielsweise, do ach, miteinander kommunizieren. Das ist so genial. Sehr Lass gut. unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Ich bin dran. Okay. Macht den fertig. Oh yeah. Und... Du solltest jetzt anfangen zu diabeten. Pff, Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen. Sehr befriedigend. Das war Sehr gut. genau wie geplant. ja, es läuft richtig gut. Also die Jetzt wird Verbündeten der sind... Kuhn. Die Verbündeten sind richtig gut. Ja. Sehr Erzähl schön. einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Und... So. Sehr gute Mein Kombo. Zaubrüssel steht offen vor Staunen. Der hat Ih. vielleicht Nerven. Captain Diabetes ist kampfbereit. Ja. So kriegen wir was hier. Ja.
Für jeden Feind, den du zerschmetterst, verstecken sich 10 in den Wänden. Die. Nee, den kriegen wir nicht hier. Ich krieg nur angewidert noch. Dann kann Cartman ihm der Recht geben. Sag ihm der Recht, Cartman. Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Sehr schön, die Rednecks sind auch wieder besiegt. Vorurteilsansturm DNA. Mit dem Daryl sein Bild. Großartig. Perfekt. Verlasse die Schule und genieße den wunderschönen Tag. Perfekt. Ich bin der schnellste in der Stadt. Okay. Ansonsten haben wir ja nichts mehr. Ins U-Storage kommen wir noch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt In der erstmal Zeit hätte ich vielleicht 7 dorthin. Millionen Cent. Läuft gut, Wunderarsch. So, wunderbar. Dann können wir jetzt direkt dort hingehen. Bitteschön. Dankeschön. Ich finde das auch so großartig, wie das sich schon bewegt. Die Animation, wie sich Jimmy bewegt, ist so witzig. Ach ja. So, jetzt gehen wir ein bisschen schneller, weil er bewegt sich schon ziemlich schnell dafür, dass er körperlich behindert ist. Das ist großartig, die Leistung. Okay, da gehen wir nochmal zu den Cops. Da haben wir jetzt auch nichts mehr, was wir machen könnten. Nee. Ach, nicht nochmal irgendwie die Furzkur oder so. Das passt schon. Was bist du denn? Ein Yoga-Lehrer? Ach, halt die Geh Gosch. schon durch. Na also. Geht doch. Ist es der? Detective Cool, wie du den Harris? Verbrechern das Handwerk legst, kleiner Hilfs-Sheriff. Ein Bild mit dem kleinen Hilfs-Sheriff, klar. Okay, gut. Was macht denn der da? Was schnuppert denn der? Machen wir mal so Gesicht. Detective Murphy. Ah ne, der ist Detective Harris, der Schau zu und lerne. der rothorige Mistkerl-Typ. Ja, der da. Hey, kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Er versteckt sich in der riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Boah. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Polizei-Hacking-Gerät, wichtiger Gegenstand. Alter, die scheiß Rassistenpolizei von South Park, wie sie es immer nur auf reiche schwarze Männer abgesehen. Gibt's ja auch so Episoden, wo dann Michael Jackson nach South Park kommt und die denken dann, ach ja, schwarzer, reicher Mann. Und dann sehen sie halt, abbrechen, er ist weiß, ich wiederhole, das Ziel ist weiß. Und dann, meint er, ach so, oh mein Gott, wenn ich die Vorstellung, ich hätte einen unschuldigen Weißen verhaftet und übergibt sich dann erstmal, als er aus dem Auto steigt, kotzt er erst mal aus dem Auto. Alter Falter, das ist so fertig. Aber man könnte es als Echtmänner bei der amerikanischen Polizei, das ist wirklich einfach nur auf Schwarze abgesehen. Das ist so dermaßen übel. Ach ja, da muss ich dann dort hier. Und wenn man durch die Gasse dann gehe, da kann ich von dort aus zu Tokens Haus gehen. Ach ja. Die Polizei in Amerika. Immer wieder liebreizend, vor allem, weil das ja auch Colorado ist und noch nicht mal irgendein Südstaat, wo es natürlich nur noch heftiger ist, wenn es darum geht, dass man Schwarze generell, egal ob Männer oder Frauen, unschuldig in eine Knast jagt. Ah, warte mal. Das bringt mich doch auf die Idee. So, kriege ich die Katze so? Und? Sehr schön. Big Gay Loki, wichtiger Gegenstand. Sehr schön. Finde und bringe alle von Big Gay Als Katzen zurück. Sehr gut. Das ist eins meiner Kätzchen. Juhu, ich hoffe, du findest auch den Rest. Bring sie mir, sobald du welche findest. Xo. Sehr schön. Jetzt weiß ich, wie ich die Katze fangen kann. Das ist schon mal sehr praktisch.
Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du bitte? Anscheinend Egal. haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Direkt noch Dark Meadows. Na, der kommt jetzt wohl rausgesprungen. Heute nicht, Sir. Heute nicht. Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus. Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist. Toller Typ. Und alle oder? Ja, mit alle 4. Besiege das Sicherheitsteam. Ist ja nur einer, oder? Nochmal kriegt ihr mich nicht. Diesmal habe ich Verstärkung. Stimmt, im Stick of Truth ist er ja auch so ein kleiner Bossgegner. Okay. Na dann. Ja, und dann scheint hier wohl immer noch die Begegnung im Kopf zu sitzen. Mundrollings ab und zu echt mal desinfizieren. Wenn er sich noch an den letzten Kampf erinnert. Oh Gott, die arme Hunde. Und... Dann machen wir es so. Okay. Der Gerechtigkeit. Wäre ich nur ein echter Cop. Pff. So, jetzt sind wir auf der Hund. Oh Gott. Der arme Hund ist schon verprügelt. Autsch. Aber er blutet. Und einer auf Moskito. Aber der kann sich ja glücklicherweise heilen. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Okay, dann heil dich mal. Sehr gut. Der ist auch wieder geheilt. Das ist für Scrambles. Schnappt ihn! Oh, oh, da kommen noch mehr von denen. Okay, dann machen wir die Hunde jetzt erst noch schnell platt. Du hast den Falschen erwischt. Zeig ihnen, was du drauf hast. Dann erstmal auf den und schocken den Typ erstmal. Du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen. Naja. Einfach nur ein Security-Penner. Och nö. Was macht er dann jetzt wieder? Der erbärmliche Wicht. Oder ist jetzt die Nase blutig geschlagen? Alter, was ein hassenswerter Charakter. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Bäh. Ist das ein ekliges Kind? Gemäß Arbeitsanweisung. Nimm das. Oh. Das Spray der Gerechtigkeit. Ah. Dann mal los. Okay. So, erstmal auf den. Halt! Oder ich rufe jemanden mit Schießerlaubnis. Dann auf den Typ noch. Alter, was das schon für ein Schmierlappe ist mit seiner Frisur. Hey, ich muss diese Uniform selbst bezahlen. Oh, der kann Verwirrung hervorrufen. Nimm das, du Penner! Lass alle Waffen fallen liegen oder stehen, Einbrecher! Feig liegen! Ja, der kann tatsächlich Verwirrung hervorrufen. Ist jetzt der Erste, der sowas kann. Na, wir werden sehen. Okay, das trifft alle. Das ist sehr gut. Und alle getroffen. Mich auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Den Typ können wir jetzt erstmal wieder zurückprügeln. Ein gründliches Das war ein guter Schlag, ja. Erstmal durchs Gitter durchgekotzt. Das muss auch sehr lustig sein, durch so einen Gitterhelm durchzukotzen. Oh. Oh. Oh, 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 oh. So, Scott. Okay, dann hat ihnen die Verwirrung überhaupt nichts gebracht, weil er trotzdem attackiert. So. Er greift sie ja trotzdem an. Insofern bringt mir das ja nichts, dass der jetzt Verwirrung hat. Gut. Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Und prügelt nur auf das Schutzei. Das ist sehr gut. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Okay. Und... Sehr gut. Ich werde 1600 meiner 23.000 Nachkommen nach dir benennen. Jetzt machen wir den Typ erstmal fertig. Das hast du verdient.
Sehr gut. Sehr gute Kombo. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Und den letzten Typ noch fertig Ich bin machen. gut in dem Spiel. Perfekt. Du hast gewonnen. Schild des Exils haben wir noch gekriegt. Security-Schild und eine Adrenalinüberladung. Okay, saugut. Wunderbar, das lief doch richtig gut. Jetzt mache ich mal ganz kurz ins Inventar, in die DNA reingucke. Die war, glaube ich, bei der Artefakte mit drin. Und bei der Artefakte selber mag ich auch nochmal reingucke. Epischer Platz, sehr schön, dann bin ich mal auf die Dinger gespannt. Das war der hier, genau. Da kann ich aus dem Dreitel der Rache dann hier das Ding nehmen. Stärke um 1 erhöhen, die Intelligenz um 1. Dann Geschicklichkeit, ist doch glaube ich Geschicklichkeit. Nee, Mumm. Mumm um 1 erhöhen. Gesundheit ist auch nochmal um 3 erhöht. Und die Rückstoß-Kombo-Schaden wird zwar weggemacht, öffnet einen Fluchtweg in eine Welt ohne Verbrechen und andere Nebensächlichkeiten wie soziale Kontakte und freier Wille. Dafür ist die Ultimativkraft-Erholung höher. Ja, komm. Wir nehmen es trotzdem. So, da wollte ich jetzt auch noch gucken bei der DNS. Bei menschliche Treffgenauigkeit, hohe Schmerzgrenze, maximales Jersey, das hatten wir schon. Pheromoninversion. Überflutet deine S-Rezeptoren mit frisch hergestellten Raisins Girl Pheromonen. Eignet sich am besten, um den Kampf durch Beschwörungen, Schilde und Heilungen zu kontrollieren. Okay, das passt ja nicht zu uns. Benebelte Schmerzrezeptoren. Dieses Produkt aus der Kräutergentherapie nutzt Tauli DNS, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schaden zu erhöhen. Okay. Würde die Gesundheit nochmal stärker. Vorurteilsansturm an synthetische Geschwindigkeitsverstärkung, die sich für jede Kräftekombination eignet. Wandelt das unglaubliche Tempo von Hinterwäldler-Vorurteilen in physische Geschwindigkeit um. Okay, können wir uns ein bisschen besser bewegen. Und hier jetzt die Adrenalinüberladung. Ein mächtiges Extrakt, das aus dem Unsicherheitsgen von schwarzen Sheriffs gewonnen wird, überbrückt die Kampf- oder Fluchtreaktion und erhöht den Schaden. Ja, es ist aber leider nicht so das, was ich mir so erhoffe und was wir so gebrauchen könnten. Aber ich würde erst sagen, ich mache an der Stelle jetzt hier wieder meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig, wo wir dann das Herrenhaus von The Tokens stürmen und uns dann wahrscheinlich um seinen armen Vater kümmern müssen. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.